Hey, aber ich habe jetzt Susanna und Leo bei mir. Hallo zusammen. Yeah, hello Schön seid ihr again. hier. Ja, das nimmt mich natürlich Wunder. Ich möchte mit euch noch etwas über das sprechen, wie ihr denn mit dieser Weisheit umgeht. Und Susanna, erzähl doch mal, was tust du, wenn du keine Antwort kriegst? Also wenn du gebetet hast, alles gemacht, aber einfach keine Antwort kriegst von Jesus. Was tust du dann? Ja, ob du es glaubst oder nicht, jetzt war ich gerade auf der Toilette und habe mir überlegt, stimmt, ich habe ja auch solche Fragen. Und was ich mache ist, welches der 4 Prinzipien würde jetzt mir helfen, auf eine Antwort zu kommen? Weil ja nicht alle Prinzipien, also ich kann jetzt zum Beispiel für die Frage, die ich habe, nicht das 10-Ideen-Prinzip anwenden. Und da habe ich mir echt auf der Toilette gerade vor ein paar Minuten überlegt, welches von diesen Prinzipien würde mir helfen, die Frage zu beantworten. Also du gehst nach Prinzipien vor, das ist nicht, und wenn dann das auch nicht klappt, was machst du dann? Oder kriegst du Es mit gibt diesen halt Prinzipien eine Antwort? Ja, das Prinzip gibt halt eine Richtung vor, weil du dann merkst, geht es darum, dass du keine Ideen hast, geht es darum, dass du eine Deadline brauchst oder geht es darum, dass du Vor- und Nachteile herausfindest, und das gibt einfach schon mal eine Richtung an. Ich muss mich dann nicht ganz konkret oder ganz fix an das Prinzip halten, aber es hilft mir schon mal, weil es sortiert etwas aus. Das mag ich an dir, Susanne, weil du bist ja sehr systematisch, oder? Also, Sarah, ich muss es eben gerade auch sagen, es gibt einen Unterschied. Es gibt ja die Momente, wo Gott klar spricht über eine Sache. Zum Beispiel, es kann ja sein, dass Gott sagt, du, das ist dein Mann oder das ist dein Haus, also immer klare Dings. Da braucht es ja nicht die Weisheit. Aber es gibt eben viele Themen, wo ich merke, das ist ein bisschen wie ein offenes Feld, wo man ein bisschen schwimmt. Und doch sind es ja Themen, die uns mega wichtig sind. Und da ist es ja nicht immer so klar in dem Sinn. Ein Beispiel, ich wollte unbedingt umziehen, vor vielen Jahren unser Haus verkaufen und habe das dann in meine Familie reingedroppt und das ging ein Heulen hoch. Meine Kinder, das kommt nicht in die Frage. Und ich wollte es wie nicht loslassen, weil ich wollte eine Veränderung. Dann habe ich diese Liste genommen, ich habe gebetet, hatte keine anderen bekommen, habe die Liste genommen, Vorteile, Nachteile, habe gemerkt, die Vorteile überwiegen so krass, dass wir eigentlich da bleiben müssen. Und das war aber nicht etwas, wo Gott mir eine Antwort gegeben hat, so, du musst da bleiben. Und dann nimmt man eben diese Prinzipien, wo es dir wie hilft, auch auf eine weise Entscheidung zu kommen, die nicht nur mit Emotionen verbunden sind. Aber das wollte ich dich gerade noch fragen, Leo. Das braucht ja auch Mut. Also du musst dann deine ganze Familie zum Beispiel mitnehmen oder gerade jetzt in der Situation mit dem ganzen Lockdown und alles, da musstest du ja Entscheidungen treffen. Und was hast du dann immer den Mut oder bist du manchmal nicht auch ein bisschen, wie machst du das dann? Weil du musst ja dann manchmal eine Kirche mitnehmen oder die Familie mitnehmen. Also du hast ja auch immer, du bist in großer Verantwortung und musst entweder deine Familie mitnehmen, was auch nicht so einfach ist, oder die Kirche, die ganzen Leute. Wie machst du das? Also generell merke ich einfach, je größer das der Druck ist, desto mehr ist es wichtig, dass man auch viel Zeit rausnimmt aus der Agenda, zum über der Sache zu stehen. Das ist gar nicht so einfach, weil man hat dann so viel Arbeit, dass man eigentlich gar nichts nicht machen kann. Jemand gesagt, Martin Luther gesagt, wenn ich viel Arbeit habe, bete ich 2 Stunden, weil ich brauche Gott noch mehr. Also man muss erst einmal den Abstand generieren, dass nicht plötzlich die Arbeit dich einnimmt, dass man eben nur noch seelische Entscheidungen trifft. Das ist mal das allererste. Ist gar nicht so einfach, das zu machen. Zweitens, du brauchst ein gutes Beratungsteam um dich herum, wo aber über Jahre schon weise Entscheidungen getroffen haben. Also das sind Menschen, wo man ja sieht, die haben wie von Gott eine Begabung bekommen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Heißt nicht, dass jede Entscheidung, die wir treffen, ist richtig. Aber du brauchst den Abstand und dann muss man ein Team haben, das sich berät. Und dann muss man einfach eine Entscheidung treffen, aber immer mit dem Bewusstsein, dass nach meinem besten Wissen und Gewissen und nicht so spricht Gott der Herr. Also diesen Satz hast du von uns noch nie gehört, zu sagen, wir haben das Gefühl, das ist das, was wir glauben, aber wenn es nicht richtig ist, dann wird uns Gott wieder lenken. Und das sind schon halt Dinge, die wir immer so gemacht haben. Also braucht dich auch Mut, oder? Es braucht mega Mut, weil du im Nachhinein bist du der Schlaue oder der Depp, sagt man in der Schweiz. Wenn es dann nicht klappt, bist dann ja auch du schuld, oder? Aber es ist immer so, wenn du von 10 Entscheidungen 8 waren richtig, dann bist du ein erfolgreicher Leiter. Wir gehen immer davon aus, ein guter Leiter macht das 10 Entscheidungen, 10 Dinge richtig. Das ist der Superman. Und das ist auch etwas, also es muss einfach mehr richtig sein als falsch. Das ist der gleiche Schlüssel auch bei meiner Frau, bei den Kindern. Also man macht mal eine Entscheidung,
wo man geglaubt hat, es war richtig, es ist falsch. Aber es darf nicht jede Entscheidung falsch sein. Ja, du wolltest auch noch was sagen, Susanne? Ich wollte ihm schon das Mikrofon wegnehmen. Nein, weil ich bin ja dann betroffen bei der Frage, die Genau. du gesagt hast. Und was mir halt hilft, ist, wenn ich die Gedankengänge verstehe, oder? Wieso, dass jemand auf so eine Entscheidung kommt. Und selbst wenn es einfach heißt, hey, ich habe so das Gefühl und ich gehe diesem Gefühl nach, das hilft mir. Und nicht einfach, jemand trifft eine Entscheidung und jetzt, ich kann da nichts mehr, also ich muss jetzt einfach gehorchen, das fällt mir schwer. Aber das Warum hinter dem Was, das hilft mir. Also da geht ja Leo sehr liebevoll mit dir um, oder, Susanne? Absolut. Was ist Sarah zum Beispiel auch jetzt im Ganzen, wir haben ein 50er-Setting, wir haben pro Celebration 6 verschiedene Settings gemacht. Dass die einen sagen, das ist kopflos, das ist Kamikazien und ich habe gesagt, nein, aus diesen Settings werden Dinge entstehen, die nach dem Lockdown, nach Corona bleiben wird. Also ist die Vision ist nicht dahinter, wir arbeiten bis zum Umfallen, sondern lasst uns neue Türen aufstoßen, die wir jetzt so einfach aufstoßen können, wie dann in einem Jahr nicht mehr. Ist mit einer Vision verbunden und dann wird sich ja das zeigen, was bleibt und was bleibt nicht. Und wenn man das so kommuniziert, ist auch die Vision größer als jetzt einfach mal die Note, wo wir drin sind. Ja, also das war ja jetzt brillant, das haben wir jetzt gleich erlebt am eigenen Leibe. Das war so eine gute Entscheidung, Leo, und da staune ich immer wieder, wie kommst du zu solchen Dingen? Das war eine Eingebung, oder? Ja, es ist eine Eingebung, aber auch Leute. Ich habe Leute um uns herum, hinter der Kamera stehen jetzt auch sehr, sehr begabte Menschen, die wirklich, die mir auch Ideen zuspielen. Es ist nicht alles von mir. Es kommen Ideen von kreuz und quer. Aber wir sind halt, ich bin offen für neue Dinge. Also zum Beispiel, wenn jetzt gesagt wird, wir können nicht singen in der Kirche, sage ich, ja gut, dann singen wir halt nicht. Ich habe mit dem kein Problem, weil Kirche ist mehr als singen. Jetzt haben wir 25 Jahre gesungen, jetzt singen wir halt mal 2 Monate nicht. Stresst mich gar nicht. Obwohl ich ja gerne auch singe. Aber wir sind umgeben von sehr kreativen Menschen. Es ist nicht ich alleine, sondern ich nehme Impulse auf, auch Dinge, wo wir schon seit einem Jahr darüber gesprochen haben. Ich denke, dein Mann zum Beispiel hat auch vor einem Jahr eine Idee reingedroppt. Diese Dinge holt man dann nach vorne und es ist am Ende immer auch ein Zusammenspiel von vielen Menschen. Also es ist nicht ich alleine, das könnte ich nie so sagen. Hört sich immer so an, ist nicht so. Wo wir ja wieder beim Thema sind, Kirche ist ein Miteinander und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr hier wart und viel Weisheit und Wollen und Vollbringen für euch. Ich habe euch wirklich sehr lieb. Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank.